bis heute bereue ich, dass ich als Kind nicht gelernt habe, so jonglieren mit dem Böllen. Ich finde, das muss jeder Mensch können auf der Welt. Reden wir über Fußball. Interessierst du dich für Fußball? 0. Ich bin schon recht Fußball interessiert. Ich bin jetzt nicht irgendwie ein Maniac, aber ich verfolge es schon recht stark. Wenn es läuft und ich sonst nichts los habe, dann schaue ich es manchmal. Aber entweder so WM oder EM. Also ich habe lange Fußball gespielt. So. Insofern interessiere ich mich aber mehr aus einer ästhetisch-technischen Liebe zum Spiel. Ich habe kein Team, eigentlich, wo ich grosse Sympathien habe dafür. Ich finde, Fußball ist vor allem schön zum Zuschauen, wenn es ein gutes Spiel ist zwischen zwei Teams. So. WM und EM, das schaue ich eigentlich. Ein bisschen mehr als WM, aber schon nicht so. Ich habe keinen Club, wo ich sage, hey. Also dadurch, dass ich ein sehr geselliger Mensch bin, hocke ich mich dann auch gerne zu diesen Menschen und schaue euch Fußball. Aber ich finde es wirklich einfach nicht spannend. Ich komme auch nicht so gut raus bei Fußball. Also ist jetzt nicht die Sportart, die mich am meisten interessiert. Da ich selber halt eine Fußballkarriere hinter mir habe, also ich war bei der Schweizer Nazi und habe bei GC gespielt. Ja, Fußball ist mir halt immer noch näher und ich schaue es einfach mega gerne. Was haltest du von der WM in Katar? Die ganzen Umstände, die in diesem Land herrschen und wie das überhaupt zustande gekommen ist und unter welchen Umständen so eine WM zustande kommt, das ist natürlich mega fragwürdig. Erstens finde ich es wirklich einfach, ich bin Fußballfan, aber ich finde die Organisationen wirklich einfach das Letzte. Ich verstehe, dass die Temperatur dort wahrscheinlich im Sommer so ist, dass man nicht spielen kann. Aber dann muss man halt auch die WM nicht im Katar machen, sondern nehmen, wo die Leute im Sommer miteinander eine WM erleben können. WM, das ist am See, das ist das Biel, das Hundemätteli, Bratwurst, ein Bier nach dem anderen mit Kollegen, Badhosen. Das ist WM. Ich finde wieso, hey, die Welt ist hat verschiedene Seiten, es gibt verschiedene Kontinente mit verschiedenen Eigenschaften. Schauen wir doch, dass wir das dort machen, wo es Sinn macht und wo man nicht Energie verschwenden muss, wie blöd. Und irgendwie Leute müssen sterben, die dort bauen, weil sie schlechte Arbeitsbedingungen haben. Ich habe letztes Mal gelesen, 6000 Leute sind gestorben, um die Stadien zu bauen. Und wir gehen dort rein und haben dann das Gefühl, ja, aber Fußball ist doch jetzt wichtig. Ja, es ist schade, dass sie uns die Möglichkeit nicht geben, sich auf das zu freuen. Dass eine Leidenschaft durch das Kommerzielle so die Seite bekommt. Ich verstehe, es ist Big Boys Business, blablabla. Aber en français, la dignité ist important. Es ist wie gesagt, wir sollten ein bisschen entwickeln. Aber und auf der anderen Seite will ich dann halt gleich sehr wahrscheinlich schauen, wenn die Schweiz spielt und so. Und schiesst mich an, ich wäre froh, ich wäre genug konsequent, um es zu boykottieren. Ich will es nicht können, glaube ich. Ja, scheisse, Mann. Finde ich ehrlich gesagt nicht geil, ja. Aber ich will es schauen, ja. Ja, ich glaube, es ist ein Konflikt, wo sehr viele Leute haben, oder? Aber ich muss wirklich sagen, was da auf dem Internationalen, so das ganze FIFA-Zeug, das gibt mir richtig auf den Sack. Wer wird Weltmeister? Nicht England. Ja, mein einziger Gedanke ist, dass Frankreich gewinnen muss. Ich glaube, dass die Franzosen ein unfassbares Team haben. Und noch, die waren vor 2 Jahren der EM noch recht jung gewesen, und dann hat sie die Schweiz geschlagen. Aber ich glaube, jetzt die sind schon unglaublich stark. Ich habe das Gefühl, dass Brasilien eben das Rennen machen könnte. Ich habe das Gefühl, dass Brasilien das mal bereit ist. Ist wieder mal Zeit finden für Brasilien? Ich weiss nicht mal, wer qualifiziert ist. Überhaupt keine Ahnung. Aber Schweiz. Ich fände es super schön, wenn die Schweiz mal Weltmeister wird. Darum Schweiz. Aber es bringt Pech, wenn man sagt, man wird es. Darum sage ich es nicht. Ich fände schon für die Schweiz. Ja. Ich bin auch dort. Natürlich kann ich dann schon ein leidenschaftlicher Schweiz-Fan sein, so an einer WM, EM. Das kann schon passieren. Ja. Und regt mich auch immer auf, wenn es rausgeht und schießt mich an. Wer macht Schlusswort zum Fußball? Wenn wir wollen das, sollten wir ein bisschen mehr in Sport und Kultur und alle diese Dinge investieren. Aber wir denken, dass Banks und Versicherung sind genug. So, kein World Cup. Willst du noch mehr Talk About? Dann abonniere jetzt den Kanal.